Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes wahr ist? Also fast alle. Mit wenigen Ausnahmen alle. Wer von euch glaubt, dass Gott das meint, was er auch sagt? Auch fast alle. Und wer von euch glaubt, dass Gott zu seinem Wort steht? Aber Vorsicht, habe ich da gehört. Wieso Vorsicht? Ist ein bisschen gefährlich. Oder? Also wir sehen, wir glauben Gott, wir glauben, dass sein Wort wahr ist, dass er dazu steht, dass er das meint, was er sagt. Und das stimmt auch, das Wort Gottes ist die ewig gültige, absolute, einzige Wahrheit, die es gibt in diesem Universum. Es steht sogar, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit bestehen. Es bleibt. Es wird diese Erde, das Sichtbare, überdauern. Und Gott meint, was er sagt. Sonst hätte er es anders gesagt. Wenn er nicht das meinen würde, was hier drin geschrieben steht. Er meint das. Es gibt so einen Vers, Römer 4, dort steht, was Gott verheißt, das tut er auch. Punkt. Was Gott verheißt, das tut er auch. Und ich glaube, das seht ihr alle auch so. Stimmt. Was Gott verheißt, das tut er auch. Punkt. Jetzt ist meine Frage an uns, und ich schließe mich damit ein. Glauben wir Gott wirklich seine Worte? Nehmen wir ihm wirklich seine Worte ab? Glauben wir ihm seine Worte? Oder bejahen wir sie nur, halten sie für gut und richtig und bejahen sie, aber ohne, dass es direkte Auswirkungen hat auf unser Leben? Glauben wir seine Worte, aber ohne, dass es uns und unser Denken bestimmt und verändert? Oder glauben wir seine Worte, dass wir eben auch unser Denken und unser Handeln, unser Reden bestimmen lassen vom Wort Gottes? Glauben wir seine Worte wirklich? Oder finden wir sie nur gut, spannend und richtig? Aber es verändert uns nicht. Ich habe so eine Folie gemacht mit einigen wenigen Bibelversen, aber sehr extremen Bibelversen. Ich will euch das mal vorlegen. Könnt ihr es lesen hinten? Vielleicht kann man noch ein bisschen. Das sagt Gott, ob 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Habt ihr gehört? Wer ist dich? Das ist derjenige, der diesen Psalm liest. Ob 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Oder die nächste Stelle, Philipper 4,13. Habt ihr auch schon gehört? Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Alles. Alles ist alles. Tutti frutti. Alles. Nicht vieles, einiges. Sondern Gott sagt in seinem Wort, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Das sind alles nicht meine Ideen, die ich euch hier zeige, sondern das sagt uns die Bibel. Jesaja 53, 4 und 5, 1. Petrus 2, 24. Es gibt viele andere Stellen, die das sagen. Jesus trug am Kreuz in seinem Erlösungswerk jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jede steht da. Alle Krankheiten und Gebrechen. Das sagt Gott. Durch seine Wunden bist du geheilt und hast du Vergebung. Das steht dann im nächsten Vers, Römer 8, 1 und 2.
Also gibt es jetzt keine Verdammnis oder Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Dir ist vergeben, total vergeben. Du musst nicht weiter mit Verdammnis, mit Schuldgefühlen durch die Welt laufen, sondern dir ist vergeben durch das Blut Jesu. Total, absolut. Das, was du ihm gebracht hast, ist vergeben, versenkt im tiefsten Meer. Jesaja 43, 18 und 19. Gedenket nicht mehr der früheren Dinge und des Vergangenen achtet nicht. Siehe, nun schaffe ich Neues, schon sproste es. Gedenket nicht mehr der früheren Dinge, sagt Gott. Du kannst frei werden von deiner Vergangenheit. Du brauchst nicht länger ein Opfer deiner Vergangenheit zu sein, deiner schlimmen Kindheit oder deiner schlimmen Erlebnisse oder was auch immer. Du brauchst kein Opfer mehr zu sein. 2. Korinther 5, 17. Ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Sagt Gott, du bist ein neues Geschöpf, wenn du Jesus angenommen hast. Zephania 3, 16 und 17. Gott jauchzt über dich. Er ist begeistert von dir. Von dir. Von dir, hast du gehört? Gott jauchzt über dich, wenn er dich sieht. Wenn er so von seinem Thron runterschaut und dich sieht, dann jauchzt er. Dann ist er voll begeistert. Er sorgt für dich. Gott sagt, ich will dich versorgen. Ich will dein Versorger sein. Er nennt sich sogar so. Er hat sich einen Namen gegeben. Jahwe Ire. Ich bin der Herr, dein Versorger. Das ist ein Schreibfehler. Das heißt Römer 5. Nein. Römer 8, 17, das stimmt. Nein. 8, 35. Nein, stimmt auch nicht. 8, 37. Dort steht's. Römer 8, 37. Aber in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hast du gehört? Du kannst in deinem Alltag, in deinen Alltagssituationen, in deinen Herausforderungen und Schwierigkeiten, du kannst bei weitem überwinden. Da steht dieses schöne griechische Wort Hypernikao. Bei weitem überwinden. Du kannst ein Übersieger sein. In deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen, nicht durch dich, durch deine Leistung, sondern durch den, der dich geliebt hat, durch Jesus. Sagt Gott. Und dann, er selbst, der Vater, hat dich lieb. Der Vater, der Schöpfer des Universums, er hat dich lieb. Er liebt dich. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist angenommen, du bist angenehm. Von diesem Gesetzbuch sollst du allzeit reden und darüber nachsinnen, Tag und Nacht, dass du genau tust nach allem, was darin geschrieben steht, denn, das habe ich nicht mehr drauf, alsdann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und wirst du Glück haben. Gelingen und Glück. Oder auch so einen herausfordernden Vers, der Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und sogar noch größere. Das gilt für all die, die an Jesus glauben. Diese Liste könnte man noch beliebig verlängern, aber ich höre jetzt hier auf. Und ich frage euch, uns, was geht in uns vor, wenn wir so diese gewaltigen Aussagen Gottes hören? Was geht da in uns vor? Was geht in dir vor, wenn du das hörst? Nichts. Haben wir schon 100-mal gehört. Schon mehr. Ja, das ist gut. Ich bejahe das, ich finde das gut. Das ist cool, das ist mein Gott. Finde ich gut. Oder was geht in uns vor?
Eigentlich, wenn wir es genau nehmen würden, müssen wir doch sagen, hey, super, das sagt mein Gott. Das sagt mein Gott über sich und über mich. Eigentlich müssten wir doch, überlegt ihr mal, was wir da gelesen haben, eigentlich müssten wir doch total begeistert sein. Oder nicht? Der Schöpfer des Universums, wenn er mich sieht, hier auf diesem Ameisenhügel Erde da rumkrabbeln und er sieht mich, ausgesprochen mich, dann jauchzt er. Es gibt noch fast 7 Milliarden andere, so kleine Geschöpfe, die da rumkrabbeln. Aber wenn er mich sieht, dann jauchzt er. Und wenn er dich sieht, dann jauchzt er auch. Also ich denke, hat er überhaupt noch Zeit, irgendetwas anderes zu tun, als zu jauchzen, wenn er runterschaut auf uns. Das sagt unser Schöpfer. Und es gibt noch viele andere gewaltige Verheißungen und Zusagen Gottes, eigentlich für jede Schwierigkeit, für jedes Problem, für jede Herausforderung, für jede Not gibt es eine Zusage, eine Verheißung Gottes, eine Lösung Gottes. Und wir hören solche gewaltigen Aussagen, solche Verheißungen, solche Zusagen, solche Liebesangebote Gottes. Wir halten sie für wahr, wir finden sie gut und richtig, wir finden sie schön, aber sie bewegen uns nicht. Sie hauen uns nicht aus den Socken. Sie bewegen uns nicht. Wir hören sie, finden sie gut. Und warum haut es uns nicht aus den Socken? Warum sind wir nicht begeistert, wenn wir das hören? Dass Gott für jede Schwierigkeit, in der du drin steckst, eine Lösung bereit hat. Warum begeistert uns das nicht mehr? Und ich denke, wir haben es schon so oft gehört. Ihr habt ja selber gemerkt, das bewegt uns nicht so intensiv, wenn wir das hören. Wir finden es schön und gut, aber wir haben uns angewöhnt, wenn wir solche Dinge hören, dass wir vielleicht auch tief im Untergrund unserer Person, dass wir dann denken und vielleicht auch sagen oder nur fühlen, ja, schon. Ja, genau. Aber. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja, genau. Aber. Ja, aber. Ja, aber. Und ich glaube, so viele Verheißungen Gottes, wie es gibt, so viele Aber gibt es auch. Oder sogar noch einige mehr. Ich glaube, es gibt noch mehr Aber als Verheißungen Gottes. Und ich kenne sie alle auch. Ich kenne sie alle auch, diese Aber, die es gibt. Und ihr kennt sie auch. Gott gibt dir eine Verheißung und wir denken, ja, aber. Und ich habe letzte Woche so inkognito einen Versuch gemacht, also nicht mit euch, sondern mit Gläubigen, aber von außerhalb, von hier. Also ihr müsst nicht studieren jetzt, das hat er mich gefragt. Und ich habe so im Gespräch dann so einige von diesen Aussagen, die wir da angeschaut haben, den Menschen, den Christen gesagt. Und alle haben gesagt, ja, aber. Ja, aber. Wir Christen sind ein abergläubisches Volk. Wir sagen ja, aber zu den Verheißungen und Zusagen und Lösungs- und Liebesangeboten Gottes. Ja, schon, aber. Also von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hat keiner gesagt, boah, super, Halleluja, das sagt Gott, spitze. Nein, ja, aber. Alle, ja, aber. Man hört diese gewaltigen Verheißungen, Zusagen, Lösungs- und Liebesangebote Gottes und dann geht man zur Tagesordnung über, wie vorher. Wir Christen, wie vorher. Ja, aber. Christlicher Aberglaube. Man hört das Wort Gottes, die gewaltigen Verheißungen und Zusagen und hat sofort einen Einwand.
aber. Gott gibt eine Verheißung, eine Zusage an seine Kinder und seine Kinder sagen, ja, aber. Gott sagt zum Beispiel, höre mein geliebtes Kind. Ich habe meinen Sohn Jesus gegeben in diese Welt hinein, damit du frei sein kannst von deinen Krankheiten und Gebrechen. Dazu ist mein Sohn unter anderem auf diese Welt gekommen. Und das geliebte Kind sagt, ja, aber ich fühle nichts. Ich fühle überhaupt nichts. Ich fühle mich schlechter als vorher. Und die Erfahrungen aus meiner Vergangenheit oder von meiner gläubigen Tante oder wer auch immer, die kommen dann auch noch dazu. Und der Arzt sagt auch noch und die Statistik sagt auch noch, ja, aber der Schöpfer des Universums gibt dir eine Verheißung. Dein Schöpfer, dein Hersteller gibt dir eine Verheißung. Und wir sagen, ja, aber. Ja, aber. Wie soll sich Gott in dieser Situation fühlen? Was denkt ihr? Wie fühlt sich Gott in einer solchen Situation? Wie würdest du dich in einer solchen Situation fühlen? Du gibst jemandem ein Versprechen, eine Zusage und der sagt höflich, anständig, nett, ja, finde ich gut, aber ich glaube dir nicht. Oder er sagt nicht, ich glaube dir nicht, aber er zeigt dann mit seinem Verhalten, dass er dir überhaupt nicht glaubt. Wie würdest du dich fühlen, diesem Menschen gegenüber? Enttäuscht, frustriert. Die Bibel sagt, Gott fühlt sich verachtet, wenn wir so mit seinem Wort umgehen. Er fühlt sich verachtet von uns. Wenn wir sagen, ja, aber, dann verachten wir den Schöpfer Gott, sagt die Bibel. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das kennt ihr alle, 4. Mose 13, das ist diese Situation, wo Gott seinem Volk eine Verheißung gegeben hat und er hat gesagt, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das verheißene, das gelobte Land. Ein super Land. Geht hin und nehmt dieses Land ein. Und das Volk Israel stand da an der Grenze zu diesem Land. Sie konnten schon hinüberschauen. Und Moses hat 12 Kundschafter ausgeschickt, hinein in dieses Land zu erkunden. Und diese 12 Kundschafter sind auch zurückgekommen. Und was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, 4. Mose 13, Vers 28, und sie erzählten Mose und sprachen, wir sind in das Land gekommen, wir haben die Verheißung gesehen. Und dann sagen sie, es stimmt alles, was Gott gesagt hat. Es stimmt alles haargenau, was Gott gesagt hat. Das fließt von Milch und Honig. Und das sind seine Früchte, die haben riesige Früchte mitgebracht, die ein Mann allein nicht mal tragen konnte. Und sie haben gesagt, es stimmt alles, was Gott gesagt hat. Und dann haben sie gesagt, aber. Sie waren unmittelbar vor der Erfüllung der Verheißung. Sie waren schon ein Stück drin, haben sie gesehen und geschmeckt. Und dann haben sie gesagt, aber. Und wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, dass wir auch in gewissen Bereichen unseres Lebens genauso denken. Gott sagt es schon. Es stimmt schon, was Gott sagt. Aber. Durch seine Wunden bist du geheilt. Ja, aber. Ich fühle nichts, ich erlebe nichts, habe keine Wärme gespürt. Ja, aber. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich vermag nichts. Wie reden wir? Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Oder Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun und sogar noch größere Werke. Ja, aber ich doch nicht. Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Wir stellen nicht das Wort Gottes in Frage. Vielleicht zweifeln wir nicht an der Richtigkeit des Wortes Gottes. Wir glauben vielleicht sogar, dass Gott es so meint, wie er es sagt. Aber wir hängen ein Aber hinten dran. Wir sagen ja, aber. Ja, aber. Es stimmt schon, was Gott sagt, aber. Und das Verhängnisvolle daran ist dann das,
Wenn wir dieses Aber anhängen, dann zitieren wir wohl die Verheißung Gottes und sagen, Gott hat gesagt, durch seine Wunden bin ich geheilt, aber. Und dann fixieren wir das Problem, die Schwierigkeit, die Not, was auch immer, und schauen die Schwierigkeit und die Not an, nicht mehr die Verheißung. Und was uns die Not sagt, was uns das Problem sagt, das nehmen wir dann als letztlich gültige Wahrheit an für uns. Nicht das, was Gott sagt. Das ist das Verhängnisvolle daran. Und damit machen wir das Wort Gottes, die Verheißung Gottes, unwirksam. Also wenn wir sagen, es stimmt schon, was Gott sagt, aber, dann schauen wir weg vom Wort Gottes auf die Not, auf die Schwierigkeit, auf das Problem und lassen das Problem zu uns reden. Und das, was das Problem uns dann sagt, das ist dann die Wahrheit, die wir schlussendlich auch erleben. Was wir dann haben in unserem Leben. Was auch die Israeliten dann hatten. Es stimmt alles, was Gott sagt, aber da kommen wir nicht hinein. Und dann erzählten sie den Israeliten, was sie alles gesehen hatten in diesem Land. Da waren die Amoriter, die Girgasiter, die Dämoniter und wer weiß, was für verschiedene Völker, schlimme, große, hochgewachsene Völker in diesem Land. Und sie sagten, die Mauern dieser Städte sind riesig, gewaltig. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken und so erschienen wir auch ihnen. Und das Fazit von all dem, was sie da gesehen haben, an Schwierigkeiten, an Problemen, an Unmöglichkeiten, haben sie dann gesagt, Gott hat zwar schon gesagt, aber es ist unmöglich. Da kommen wir nie hinein. Das schaffen wir nie, das können wir nie. Geht nicht. Gott hat zwar gesagt, aber es geht nicht. Das ist das Fazit. Und das ist oft auch das, was wir erleben. Gott hat gesagt, aber es geht nicht. Und dann erleben wir das auch. Es geht nicht. Dann gehen wir leer aus. Mit dieser Haltung, mit dieser Aussage machen wir das Wort Gottes, die Verheißung Gottes ungültig, wirkungslos. Und so behandeln eben auch wir oft, vielleicht ohne es bewusst zu wollen oder zu machen, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes. Wir machen sie ungültig durch unser Reden, durch unser Verhalten und gehen dann leer aus. Und Gott sagt dazu, 4. Mose 14, Vers 11, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? So verachten wir Gott, so verachten wir ihn. Und in 4. Mose 14, 28 sagt er, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Sie haben gesagt, da kommen wir nie hinein. Unmöglich. Gott hat zwar gesagt, aber das schaffen wir nicht. Und Gott hat gesagt, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. So wie du redest, so wie du sprichst über deine Situation, über deine Probleme, über deine Not. Das wirst du auch erhalten am Schluss. Das wird das Resultat sein, was du dann in deinem Leben hast. Genau das. Vielleicht sagen einige von uns jetzt, ja, das waren die Israeliten. Das waren die Israeliten, die waren wirklich voll daneben. Eine so gewaltige Verheißung, wie die hatten. Und waren sogar schon drin in dieser Verheißung. Also die waren voll daneben. Die haben total versagt. Darum mussten sie dann die nächsten 40 Jahre, eigentlich bis diese Generation gestorben war, in der Wüste bleiben. Trotz Verheißung, trotz der Verheißung starben alle von dieser Generation in der Wüste. Selber schuld. Warum haben sie Gott nicht vertraut? Natürlich sind sie selber schuld. Aber es ist ja aufgeschrieben worden für uns. Als Vorbild für uns, damit wir nicht eben auch denselben Fehler machen. Damit wir eben nicht auch sagen, ja schon, aber. Und wir dann auch in unserer persönlichen Wüste, in unserer Wüstensituation, in unserer Not, Schwierigkeit, in unserem Problem drin bleiben. Das ist aufgeschrieben für uns, damit wir nicht denselben Fehler auch machen und schlussendlich leer ausgehen und Gott nicht erleben. Dass wir eben nicht sagen, Gott sagt es zwar, aber. Gott sagt es zwar, aber meine Erfahrungen und die Erfahrungen anderer, die sagen das Gegenteil. Oder Gott sagt es zwar,
Aber mein gesunder Menschenverstand, mein für möglich halten, das kann doch nicht stimmen. Das geht ja gar nicht. Oder ein bisschen frommer, ein bisschen religiöser. Gott sagt es zwar und ich hoffe fest, dass es auch kommt in meinem Leben. Ich hoffe es fest. Aber glauben kann ich es erst, wenn ich es sehe, wenn ich es habe. Ich hoffe es aber. Die Bibel sagt uns, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Der Glaube kommt vor dem Schauen. Bevor wir es sehen, müssen wir es, dürfen wir es glauben. Oder dann, Gott sagt es und jetzt mal schauen, was passiert. Gott hat diese Verheißung gegeben und wenn er will, dann macht es sowieso. Und wenn er nicht will, dann halt nicht. Herr, dein Wille geschehe. Und dann warten wir passiv ab und erleben eben nichts. Und mit dieser Haltung, mit dieser Aussage drücken wir aus, mal schauen, ob es stimmt, was Gott sagt. Mal schauen, ob das auch in meinem Leben funktioniert oder nur im Leben von anderen, ausnahmsweise mal, ob Gott wirklich so handelt, wie er es sagt. Gott sagte es zwar, aber ich bin skeptisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dann auch so handelt. Ich will mich nicht auf die Äste hinauslassen. Gott sagte es, aber. Und wenn wir dann nicht erleben, wenn wir dann das Eingreifen Gottes in unsere Situation nicht erleben, dann denken wir, eigentlich habe ich es ja gedacht. Eigentlich habe ich es ja befürchtet, dass es so kommt. Eigentlich habe ich es ja so erwartet. Und dann zeigen wir eben damit, dass wir dem Wort Gottes gegenüber skeptisch sind, nicht wirklich glauben, dass wir eigentlich erwartet haben, dass Gott nicht zu seinem Wort steht. Auch wenn wir es vielleicht anders sagen, im Gespräch mit anderen Menschen. Aber unsere Haltung, unsere Erwartungen zeigen, was in uns drin ist. Gott sagt es, aber. Wer ja, aber sagt, geht leer aus. Wer ja, aber sagt, geht leer aus. Und Gott möchte, dass wir frei werden von dieser Haltung. Gott möchte, dass du frei wirst an diesem Morgen von diesem Aberglaube. Dass wir frei werden und dass wir dann eben nicht sagen, ja, aber, sondern dass wir sagen, Gott sagt es und darum wird es auch geschehen. Gott sagt es und darum wird es auch in meinem Leben geschehen. Auch wenn ich nichts fühle, auch wenn ich im Moment nichts sehe, auch wenn ich vielleicht nichts erlebe im Moment, aber Gott sagt es. Und darum werde ich es erleben. Wenn Gott etwas verheißt, dann tut es auch. Gott sagt es, ich werde es auch erleben. Gott sagt, wenn ich den Kranken die Hände auflege, dann werden sie geheilt werden. Sagt Gott. Sagt Gott. Nicht ich mache das, sondern Gott macht das durch mich. Oder Gott sagt, durch seine Wunden bist du geheilt. Was sagst du? Ja, ich fühle nichts. Ich fühle mich immer noch schlecht. Oder sagst du, Halleluja, durch seine Wunden bin ich geheilt. Auch wenn ich vielleicht im Moment nichts fühle, nichts erlebe, im Moment vielleicht keine Veränderung da ist, durch seine Wunden bin ich geheilt. Erinnert euch 4. Mose 14, 28, sagt Gott, so wahr ich lebe, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. So wie wir reden, so begegnet uns Gott, das werden wir auch erhalten. Gott sagt es, und darum werde ich es auch erleben, weil er ist der Schöpfer des Universums. Er ist die höchste Autorität, die höchste Kraft, die es überhaupt gibt. Und wenn er es sagt, und wenn wir das nehmen für uns, dann werden wir es auch erleben. Dann wirst du das auch erleben. Es gibt ein Beispiel in der Bibel von einer Frau, die hat das praktiziert, gegen alle Vernunft, gegen allen Verstand, gegen alle Erfahrungen, gegen alles, was es gibt, hat diese Frau das geglaubt. Lukas 1, das ist die Maria,
Da ist der Engel zu ihr gekommen und hat ihr gesagt, du bist zwar eine Jungfrau, aber du wirst einen Sohn bekommen. Du wirst einen Sohn bekommen. Und was hat die Maria gesagt? Es hat noch der Engel gesagt, Vers 37. Denn, warum wird das geschehen in ihrem Leben? Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Denn kein Wort, das von Gott kommt, und wir haben hier sein Wort. Sein Wort. Du hast sein Wort. Und kein Wort, das von ihm kommt, das du nimmst, für dich persönlich, hineinnimmst in dein Leben, in dein Denken, in dein Reden, in deine Fantasie, in deine Vorstellung. Kein Wort von Gott, das du für dich nimmst, wird kraftlos sein. Kein Wort. Und das hat die Maria gemerkt. Das hat sie gemerkt. Kein Wort ist kraftlos in meinem Leben, wenn ich es nehme, wenn ich es festhalte, wenn ich es für mich persönlich nehme, anfange so zu denken und so zu reden. Und dann hat sie gesagt, Vers 38, siehe, ich bin des Herrn Magd. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat nicht gesagt, ja, aber. Sondern sie hat gesagt, ja. Punkt. Ja. Mir geschehe, so wie du gesagt hast. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie hielt das Wort Gottes fest. Sie nahm Gott beim Wort. Sie erwartete, dass er das meint, was er sagt. Sie hielt fest. Und das Wort Gottes, die Verheißung, die Zusage Gottes wurde zu einer Realität in ihrem Leben. Sie erlebte die Erfüllung der Verheißung Gottes in ihrem Leben, weil sie gesagt hatte, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deiner Verheißung, nach deiner Zusage. Jesus sagt in Johannes 11,40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir das Wort Gottes nehmen und das Wort Gottes so glauben, dass wir es eben hineinnehmen in unser Denken, in unser Reden, nicht Ja, aber sagen, sondern das Wort wirklich nehmen für uns und anfangen so zu denken und so zu reden, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. In deiner Schwierigkeit, in deiner Not, in deinem Problem, wo du drin bist. Wenn du das Wort Gottes nimmst und sagst, mir geschehe nach deinem Wort, nicht nach meinen Erfahrungen oder nach Erfahrungen von anderen, nicht nach meinem für möglich halten, sondern nach deinem Wort. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Das Wort Gottes, die Erfüllung der Verheißung, so wie Maria das erlebt hat. Das Wort Gottes nehmen. Zum Schluss noch eine Bibelstelle, 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Ich tue euch aber, die Brüder, das Evangelium kund. Das sagte Paulus zu den Korinthern. Ich tue euch aber, die Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt. Also die Korinther haben gehört, das Wort Gottes, das Evangelium. Sie haben es angenommen, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, also in ihrem Leben, wo sie standen. Sie haben das Wort Gottes dabei gehabt. Und dann sagt er, Vers 2, durch das ihr auch gerettet werdet. Gerettet werdet, da steht dieses griechische Wort sozo, und das meint eine alles umfassende Lösung von Gott für alle Schwierigkeiten und Probleme, in denen du drin bist. Durch das ihr auch gerettet werden, durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes werdet ihr auch gerettet werden, wenn ihr es festhaltet. Wenn ihr es festhaltet. Vorausgesetzt, wir nehmen es und halten es fest. Das Wort Gottes wirkt nicht einfach so automatisch in deinem Leben. Wenn Gott will, dann macht er das auch. Wenn der Herr will, dann geschieht's. Und sonst halt nicht. Nein. Die Rettung, die Lösung deiner Probleme kommt hinein in dein Leben, wenn du es festhaltest. Das Wort Gottes, die Verheißung, die Zusage Gottes festhalten und nicht mehr loslassen.
Nicht mehr loslassen, nicht sagen ja, aber, sondern ja, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Darüber nachsinnen, über dem Wort Gottes, unser Denken, unsere Fantasie, unsere Vorstellung füllen mit dem Wort Gottes, unser Verstand. Und anfangen zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort, nach deiner Verheißung. Du hast dein Wort gegeben und ich will es erleben. Lange genug haben wir gesagt oder gedacht oder mit unserer Haltung ausgedrückt, ja, aber. Das haben wir lange genug gemacht und wir müssen anfangen, mit unserer Haltung, mit unserem Denken, mit unserem Reden zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe nach deinen Worten, nach deiner Verheißung. Und dann unser Denken füllen damit. Dann füll dein Denken mit der Verheißung, mit der Zusage Gottes, deine Fantasie, deinen Verstand. Fange an so zu reden und dann wirst du Gott erleben. Dann wirst du Gott erleben. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr ab heute sagen, mir geschehe nach deinem Wort? Wollt ihr das? Nicht ja, aber. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Ja, aber. Die Erfahrungen von mir, von anderen. Alles vermag ich. Ja, aber ich kann nichts. Habe keine Talente. Ich kann das nicht. Nein, mir geschehe nach deinem Wort. Wollt ihr das? Dann sagt mal alle zusammen, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Halleluja. Gott hat es gehört. Ihr habt euch jetzt festgelegt. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das wirklich macht, mit all den Verheißungen und Zusagen Gottes, die wir haben in der Bibel, wenn ihr das wirklich macht, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.